Ein Viechdoktor, seine preußische Tochter, fliegt samt ihren ledigen Schratzen auf Afrika zurück. Die Annalena darf zum Trost mit ihren Hautzeider auf Salzburg fahren. Als Hummerl muss für die alte und die neue Bürgermeisterin arbeiten und möchte, dass keine von denen zwei das mitkriegt. Aber dabei stellt sie außer, dass denen das wurscht ist. Kathi kauft sich sindteuerne Steckerlschuhe und die muss sie aber wegschmeißen, weil es ihrer beim Gehen so sakrisch wehtut. Als Bummerl und sein Bruder ruinieren einen Bilderrahmen, den wo der Uri sein Alter seinmals nur gemacht hat. Also müssen sie am richten und über den raffen sie sich wieder zusammen. Sarah wett mit Flori, dass am Tag lang nichts redt. Lang hält sie es aber nicht durch. Danach putzt das halbe die Wirtshaus und das Geschirr durch, weil es meint, dass das der Uri zugesagt hat. Da hat sie sich aber täuscht. An Flori, sein lediger Bangert, hat am Lansinger Moorbaum umeinander kritzelt und dabei sein Schnupftücher verschmissen. Josie sieht das Geschmier und findet den Hadern, und für das möchte ihr der Flori aus dem Netz eine Liebschaft vermitteln. Das mag's aber nicht, und drum möchte es nachher mit dem Korbi verschmusen. Und Kathi hilft ihm auch dabei, aber das haut nicht hin. Danach finden aber die zwei von allein zusammen. An Zwiefel seine Arbeit als Bürgermeisterin läuft bald aus. Und das geht ihm zu Herzen. Aber etwas Neues ist nicht so leicht zu finden. Da schanzt ihr der Lorenz eine Stelle zu als Chefin vom Bauamt zu Merkelsried. Es fragt sie aber, ob es zu dem Bewerbungsgespräch andrehen kann, weil das Bummerl hat sich die Hände blutig geschnien und braucht sie gar als Aushilfe zum Wursten für 2000 Würst.